Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley of Pelzig. Das sieht doch wieder noch ganz erträglicher Einnahme aus. Und das 6. Tag beginnt mit einem lustigen Geräusch. Boah. Wenigstens das haben wir uns jetzt gespart. Sieht es mit dem Wetterbericht vom Heuer aus. Wunderschön und sonnig. Okay. Was sagte Wahrsager verheilt? Die Geister sind heute leicht verstört. Natürlich ein super Tag, um in die Mine zu gehen, aber vielleicht heute der Tag ein bisschen was anderes für uns parat. Wir können heute auf jeden Fall noch was ernten. Pastinake haben wir auch wieder. Perfekt. Leider große Golden nie dabei gewesen. Das ist etwas schade. Okay. Soweit sieht es aber hier in Ordnung aus. Und hier haben wir auch noch ein bisschen was. Perfekt. Und der Blumenkohl kommt auch noch raus. Ansonsten glaube ich, dass hier erstmal nichts mehr ist. Gehen wir doch noch aufs Feld und gucken nochmal kurz. Ja, da müsste ich halt... scheiße, da ist unser Dünger jetzt leider weg. Das ist etwas bitter tatsächlich, da ich jetzt dort auch wirklich gedüngt habe. Warte mal, haben wir gleich wieder. Jesus, Ackermann, du machst mich fertig. Du machst mich fertig, Kerl. So, jetzt habe ich 3 Mal Dünger verschwendet. Naja. Egal, komm, kriegen wir schon hier. Okay, ja, das Wetter klingt natürlich sehr schön. Und wir verkaufen noch ein bisschen was von unserem Zeug. Naja, was ist so ein bisschen was? Wir verkaufen alles von unserem Zeug. War ja leider keine super Qualitätspastinake dabei. Für die Mine brauchen wir nicht mehr als das, was wir hier haben. Das ordnen wir auch gleich. Dann gucken wir gleich mal, was wir hier im Briefkasten haben. Lieber Nachbar, ich hoffe, du fühlst dich in deinem neuen Haus schon wohl. Ich schreibe dir diesen Brief, um dich wissen zu lassen, dass Pierres Laden jetzt Dünger verkauft. Warum schaust du nicht mal vorbei? Vielleicht kannst du dir ein paar Dutzend Boxen leisten, Pierre. Okay. Dünger kann ich zwar selber herstellen, aber ich habe ja auch schon gesehen, dass der Kerl Dünger verkauft. Deswegen sollte man vielleicht trotzdem wirklich mal hier gehen. Ja, 45 Energie, das ist natürlich perfekt für einen lukrativen Tag in der Säuremine. Egal wie die Geister uns gegenüber eingestellt sind. Uns bleibt heute mal nichts anderes übrig, als sowas zu machen. Es gibt auch keine Daily Quest. Pam hat noch Geburtstag, der sollte man vielleicht auch noch ein Blümchen oder sowas besorgen. Die haben erst um 8 wieder auf, die Gewitterputze. Na gut, dann gucken wir uns halt ein bisschen in die Mülltonne um. Wir machen hier einen auf Linus. Und die Narzisse könnten wir Pam schenken. Geöffnet, okay. Die Wohnwache ist anscheinend auch ein Geschäft. Jetzt sollte man vielleicht auch mal in die Wohnwache reingucken. Eventuell gibt es da ja auch was für uns. Und ich spare derzeit auf 4000 Gold hier, dass ich mir einen schönen Hühnerstall leisten kann. Das wäre jetzt eigentlich optimal. Und ich stehe jetzt ein bisschen vorm Wohnwache rum. Wir haben hier glücklicherweise einen Strohhut auf. Der schützt vor Sonne und vor Regen. So, wie schaut's dann hier aus? Na, Pam? Hey, du schläfst nicht im Wohnwache rum, während ich weg bin, kapiert? Och Gott, ich habe aber trotzdem was für dich. Vielleicht magst du sowas. Okay, die will das anscheinend nicht, aber... Ja gut, dann ist das halt so, ne? Wer wohnt dann hier? Penny. Oh, Penny und Pam wohnen hier. Das könnten Mutter und Tochter sein, ne? Okay, da ist die Tochter aber garantiert nicht so wie die Mutter, weil die Tochter ist ja eher so Bücherwürmchen. So Mauerblümchen. Okay, jetzt haben wir hier wieder ein bisschen was getriggert. Willkommen bei Pierres. Wie kann ich dir helfen, Ackermann? Und wer kommt jetzt rein? Ach, der wieder, der Seelenfänger. Kommt her, ihr gute Leid. Gutschein für 50% Rabatt im Joja-Markt. Alter. Ist das dreist. Nun, irgendjemand interessiert? Alter, ist das eklig. Und es auch noch Mitte in dem sein Geschäft. Dreister geht's ja wohl kaum. Aber ich komme gegen diese Preise nicht an. Ich würde Verlust machen.
Es muss schwer für dich sein, dein loyale Kunde einfach so zu verlieren. Aber kannst du es ihnen verübeln? Der Joja-Konzern ist eindeutig die bessere Wahl. Bald wird der ganze Ort es verstehen. Oh, was ein ekelhafter, widerlicher, nennen wir es einfach mal Typ. Ah, das geht jo gar nicht. Das geht echt gar nicht. Umso mehr kaufe ich bei dir, Pierre. Definitiv. Ein Hydrogel. Die Erde besitzt die Eigenschaft, eventuell über Nacht bewässert zu bleiben. Ins bestellte Feldmischer. Oh, das kann natürlich nicht schade bei Sachen, die auch über Nacht gegossen werden müssen. Das kann nicht schade. Ja, wisst was. Wisst was. Einfach nur für das, dass der Mistkerl dir die Kunde wegschnappt hat. Das geht gar nicht. Es gibt Sachen, die gehen einfach gar nicht. So, dann gehen wir nochmal kurz zurück zum Hof. Und dann verbringe ich doch eigentlich den Rest von dem regnerischen Tag mal schön in der Mine, würde ich sagen. Gut, dann. Okay, du hast den Dünger mittlerweile aufgehört. Deswegen, warte mal. Ich habe noch Goldene, genau. Das heben wir jetzt einfach mal für Pam auf. Das scheint zwar nicht so die Frage für sowas zu sein, aber ja. Hauptsache, ich habe irgendein Geschenk für sie. Wo ist er dann, der Harz? Da ist er. Machen wir nämlich noch ein bisschen Standarddünger. 1, 2, 3, 4. 4 Standarddünger. Und ein 5. brauche ich nicht. Darüber habe ich hier. Ach, ich habe hier auch noch was gekriegt hier, genau. Zapfhahn. 40 Holz und 2 Kupferbarre bringen an eine Kiefer, einen Ahornbaum oder Eiche an und wart darauf, dass sich der Speicher mit dem Erzeugnis füllt. Na, das ist ja cool. Das könnte man mal definitiv ausprobieren. So, zack, zack. Und hier noch, genau. Dann können wir nämlich die Pastinake. Hier gerade noch Pflanze. Können wir noch dazwischen quetschen. Okay, perfekt. Dann müssen wir sogar nicht mal aufs Ausweichfeld rüber. Sondern können hier weitermachen. Das ist doch super. Gut, das und Kupferbarre 2 habe ich glücklicherweise. Warte mal, das will ich jetzt ausprobieren. Jetzt bin ich neugierig, Woche. Neugierig, Woche bin. Und? Kann man das dort dran? Tatsächlich. Und da ist, ja, machen wir das mal hier neben ans Feld. Möglicherweise bringt es uns ja was. Ich weiß ja nicht, aber, ne? Probieren wir es einfach mal aus. Klingt auf jeden Fall ganz cool. Da können wir wahrscheinlich dann Kiefernöl oder sowas uns ziehen. Finde ich eigentlich auch eine ziemlich coole Idee. Okay. Na dann sind wir jetzt bestens gerüstet. Und in der Mine würde ich eigentlich ganz gern auch nochmal auf Kupfererzsuche gehen. Damit ich da noch ein bisschen was habe einfach. So. Gut, gut. Also jetzt wieder ab mit uns in die Mine. Ja, die Lachsbeere lasse ich vielleicht jetzt erstmal lieber. Nicht, dass ich das Zeug mitnehme und das mein ganzes Inventar verstopft. Das wäre nicht so gut. Also ich glaube, mit Pam kann man sich jetzt nicht so besonders leicht gut stellen. Da bräuchte ich wahrscheinlich Alkohol, dass ich deren Fred mache. Ei, hier wachsen aber die Lachsbeere wie bekloppt. Zum Sammeln natürlich auch wieder perfekt. Okay, hier haben wir wenigstens ein Dach über dem Kopf und werden nicht nass. Und wir probieren unser Glück jetzt einfach mal wirklich, dass wir tiefer hier in die Mine reinkommen. Oh, lass mich doch in Ruhe, Kerl. Blobberino. Mistkerl. So, ich will einfach mal tief reinkommen in die Mine. Und Quarz muss ich mir auch noch im Kopf behalten. Dass ich noch Quarz sammle, weil das die Waldgeisterlin wollten. Ah, da ist noch gemischte Saat dabei. Ja, super. Die Fasern schmeiße ich zur Not raus, aber die gemischte Saat wird definitiv nicht schlecht. Kann man immer gut gebrauchen. Ich meine, das ist ja für mich bares Geld hier. Okay, hier sind viel Kupfervorkommen. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Und wenn ich Kohle finde, wäre natürlich auch richtig, richtig gut. So, warte mal.
Ja, zur Not müssen halt wirklich die Fasern weichen. Das ist dann etwas schade drum, wenn ich was wegschmeißen muss. Aber bei meinem derzeitigen Inventar muss ich halt gucken, wie ich haushalten kann. Okay, da war auch noch ein Kupfererzel drin. Verendbare reicht's derzeit wieder. Das ist gut. Komm her. So. Hopf. Dann gucke ich jetzt wieder, bevor die garstige Viecher wieder kommen, dass ich hier schnell einen Weg runter finde. Das wäre schon wünschenswert. Wenn ich es dann alles mal so schnell finden würde. Komm schon. So. Wenigstens Kupfererzel war noch drin. Okay. Aber wir sind immerhin mit 4 Müsli-Riegel bewaffnet. Insofern, da können wir bestimmt noch was reißen. Oh, apropos was reißen. Sieht ja auch gut aus. Gott, das Käferfleisch kann zur Not auch fort. Wie ist der Teufel, wofür wir das irgendwann mal brauchen könnten. Aber ich glaube, das sollte dann eher weicher als die Fasern. Hoppala, du wolltest mich schon der Blob hier attackieren wieder. So ein elendes Mistgetier. Ah ja, Kupfererz, perfekt. Und hier geht's direkt runter. Super. Ich halte mich hier jetzt auch nicht allzu lang auf, um ehrlich zu sein. Also in der jeweiligen Ebene, nicht in der Mine generell, sondern in der jeweiligen Ebene, weil ich immer Schiss habe, dass dann diese Insekten wieder als Schwarm auftreten. Und dann habe ich echt, ja, wenn man den Teufel ruft, ne? Oh, wenn man vom Teufel spricht, dann kommt er. Genau so ist das nämlich. Aber eventuell können wir mit unserem Holzschwert jetzt mal richtig Schade machen bei den Biester. Gott. Gut, 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 gut. Ich glaube, manchmal ist es auch so, dass man wirklich die ganze Meute niedermachen muss und erst dann erscheint ein Ausgang noch unten. Aber ich würde definitiv heute einen Schennedach hier in der Mine bevorzugen. Ah ja, genau. Das Quarz, das können wir dann direkt auf dem Rückweg beim Gemeindezentrum abliefern. Und was haben wir hier drin? Gar nichts. Okay. Ist hier irgendwas? Oh, viel Kohle. Ja, super Sache. Können wir auch für die Vogelscheuche verwenden. Das ist natürlich auch sehr geil. Und genug Kupfererz, dass wir wieder so richtig schön auf den Putz hauen können. Das gefällt mir auch gut. Definitiv. Oh, das gefällt mir wiederum, wenn nicht ja gut. Und die ziehen auch immer so viel ab, die Viecher. Das ist echt bitter. Die ziehen verdammt viel ab, die Biester. Okay. Ich sollte jetzt aber meinen Weg noch unten noch suchen. Ich will nämlich unbedingt weiter runter. Das wäre schon nicht schlecht. Dann sollten wir uns vielleicht hier nochmal genau in dem Gebiet umgucken. Bei der Gelegenheit petze ich mal, glaube ich, schon der erste Müsli-Riegel rein. Ja, sehr gut. So sieht die Welt doch wesentlich besser aus, finde ich. Und Kohle, jawohl. Hau ab. Ich sag das im Gute. Hau ab, du ekliger, fliegender Glitchy. Ja, mit dir will ich mich eigentlich nicht anlegen. Derzeit muss ich Geschleime töten, deswegen bist du mir relativ egal. Sehr schön. Gehen wir gleich runter. Stufe 20. Stahlkurzschwert. Was bringt uns das? 4 mal 8. 4 bis 8 und 2 Geschwindigkeitsschub. Ja, saugut. 3 bis 7. 4 bis 8. Ja, perfekt. Das nehmen wir doch. Genau das nehmen wir doch. Da können wir jetzt in Zukunft aufs Holzschwert verzichten. Und wir haben jetzt bis Stufe oder Ebene 20 freigeschaltet. Saugut, saugut. Ich rahm mal ganz kurz auf. Dann können wir das nämlich noch machen. Den Quarz da reinbringen. Quatsch. So no ist es jetzt auch nicht. Und dann gleich wieder runter. So, erstmal ins Gemeindezentrum gehen. Und dann vielleicht noch so Ofenschicht in der Mine einführen. Na, ich glaube eher nicht. Nee, die Ofenschicht in der Mine machen wir jetzt nicht. Das wird echt zu eng. Weil wenn wir jetzt gegen 20:30 Uhr oder was zurück sind, dann noch irgendwas machen. Nee. Das wird wohl eher nichts, ihr liebe Leid. Deswegen machen wir das lieber so. Dass wir hier ein relativ gediegener uns mal machen.
Und genau, dann fehlen nur noch gefrorene Träne und Feuerquarz. Aber wir haben es auf jeden Fall bis Ebene 20 gepackt in der Mine. Das ist schon mal ziemlich gut. So. Je tiefer wir da runterkommen, desto wilder wird es auch anscheinend. Deswegen würde ich doch sagen, wir verbringen den Rest von oben jetzt einfach, indem wir noch ein bisschen Kupferbache herstellen. Und noch unser Saatei bringen. Das ist echt nicht verkehrt. 36 Kupfererz. Ich muss mal gucken, wie viel wir noch in der Kiste drin haben. Dann schauen wir ja mal. Können wir ja mal nachgucken. Okay. So, weg kommt auf jeden Fall der Erdkristall. Dann kommt das rein. Das kommt rein. Wie viel Kupfererz? 2 Stückler haben wir noch. Ja gut. Das Holzschwert, das können wir dann verkaufen bei der Abenteurergilde. Die Saat können wir auch noch einbringen. Können wir auch noch reinpflanzen. Aber gerade mal gucken, ob ich hier noch einen freien Slot habe. Das wäre nämlich echt schön. Genau. Wenn ich einfach das Feld hier noch vollends ausnutzen könnte. Dann haben wir nämlich hier unser Feld und unser Ausweichfeld noch da drüber. Aber je nachdem, was halt geerntet werden kann, ne? So sieht's halt aus. Gut, die Energie, die wir noch haben, würde ich gerade noch nutzen, um daneben ein bisschen Holz zu hacken. Also an und verkehrt, wenn man nicht gerade alle Bäume niedermacht. Ich weiß nicht, wie es morgen aussieht mit der Mine oder nicht. Naja, das finden wir dann raus. Derzeit haben wir ja genug Platz im Inventar. Jawohl, merci. Dann kommt das nächste. Und wir schlagen einfach noch ein bisschen Holz hier. So. Damit hier auch alles ordentlich aussieht. Hätte ich zumindest eigentlich mal ganz gern die Gegend hier schon gemacht. Damit zumindest das hier ganz passabel aussieht. Ah, noch eine gemischte Saat. Perfekt. Die können wir nämlich dann gleich hier reinbringen. Dann ist die Reihe auch komplett. Super. Sehr schön. Warte mal. Stahlkurzschwert. Sehr geil. Und im Gegensatz? Okay, sind wir genauso schnell. Alle hopp. Dann. Ich hätte vielleicht einen Ahornbaum nehmen sollen. Da hätte ich möglicherweise mit der Zapfanlage einen Ahornsirup selber herstellen können. Gut, jetzt ist der Weg frei noch, aber das finde ich auch schon mal nicht schlecht. Dann sollten wir noch Doneve frei machen. So. Row. Okidokili. Eichel liegt hier noch rum. Die sammeln wir gleich ein. Das machen wir auch noch. Dann bringen wir rein. Das. So. Haben wir nämlich wieder mehr Platz für so einen Käse. Holen wir uns gleich noch das Ding. Dann der Kupferbach auf dem Rückweg. Und dann gehen wir ins Bett. Bisschen was verhüten können wir dann definitiv noch morgen, wenn wir aufgewacht sind. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, wir sehen uns übermorgen wieder, hoppla, zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder, doch nicht das, hoppla, wenn wir uns dann wieder hier im Spiel treffen. Ayan Yankee. Nix do, ist erst Halbzeit. Sorry, ich hab's total verballert, ihr liebe Leute. Bitte, das bitte ich echt um Verzeihung. Ich hab's total verballert. Ich hab echt gedacht, es wären schon 2 Tage vorbei. Naja, wir haben auf jeden Fall Hofarbeit Stufe 3 erreicht. Gießkanne-Effektivität und Hacker-Effektivität wird erhöht. Bienenhaus können wir machen. Und Schwindwachs und eine Bauernmahlzeit gelernt. Das ist dann auch mal geil. Minearbeit haben wir auch noch hier kriegt, Spitzhacke-Effektivität. Und wir können Treppe herstellen. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, 1073 Gold haben wir auch noch verdient. Und der 17. Tag bricht an. Ja, perfekt. Allmählich wird's doch. Ich mag gerade noch mal gucken, was wir jetzt so gelernt haben. Bienenhaus, da brauchen wir Kohle, Eisebach und Ahornsirup. Alter Falter. Da können wir dann außer im Winter Honig uns sammeln. Das ist echt geil. Da
Du brauchst mal Kiefernteer und eine Venusmuschel. Perfekt, wir haben sie an einer Kiefer befestigt hier, unseren Zapfhahn. Das ist natürlich richtig geil. Ich hoffe, ab der 21. Ebene finden wir dann auch endlich Eisebarre. Das wäre natürlich richtig geil. Ja, haben wir sonst schon irgendwas gelernt? Ich glaube nicht, ne? Okay. Königin der Soßen Wiederholung. Natürlich wieder für Kohlsalat. Schade. Wir gucken noch beim Wetterbericht rein. Okay, Moje ist wolkig mit Brise und Polle. Und heute haben die Geister richtig gutes Feeling für mich. Post gibt's Kenny, wie es aussieht. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist die Gießkanne. Gut, bisschen was Ernte können wir auch, wie es aussieht. Ah ja, der Kohl ist auch soweit. Oh, da benötige ich die Sense, um das zu ernten. Okay. Haben wir gleich. Für Thema. Ah ja, Motto. Grünkohl sogar in einer super Qualität. Okay. Ah, da freut sich einer mich wieder zu sehr. So, der ist noch für dich. Uch, na, gehst du fort. Ich habe auch schon gesehen, dass die Tulpe Früchte getragen haben. Das ist natürlich ach, sehr, sehr cool. Und, oh, da haben wir anscheinend noch Silberkohl oder sowas. Warte mal. Da müssen wir jetzt ein bisschen haushalten hier. Wir heben uns einfach mal auf. Man weiß ja als nie. Und dann qualitativ wertvoller. Ja, dann heben wir uns auch mal auf. So, dann könnt ihr in die Kiste. Und dich ernten wir hier wieder ab. Sehr schön, das sind silberne sogar. Perfekt. Dann wird erstmal gegossen hier. Ah, da ist wieder ein Kupferbarre soweit. Haben wir gleich. Uno momento. Und der letzte. Gut. Da können wir dann wieder ernten. Nicht ernten, natürlich gießen. Leider noch nicht ernten. Aber es bringt uns definitiv gutes Geld. Da freue ich mich echt schon drauf. Ich spare nämlich derzeit wirklich einfach auf einen Hühnerstall. So. Ja, das schluckt jetzt natürlich wieder Energie ohne Ende. Aber das kriegen wir auf jeden Fall alles locker hier. Gut. Na, komm schon. Perfekt. Unser Wildi-Saat scheint auch irgendwie gut aufzugehen. Hoppala. So, warte mal. Hören wir gleich. Sehr schön. Da haben wir noch Kupferbarre. Ja, da haben wir aber fleißig verhüttet, muss ich sagen. Das kann dann wieder rein. Da haben wir definitiv fleißig verhüttet. So. Ich glaube aber echt für die Geister braucht man das nicht. Das ist jetzt, komm, kupst wie gedupst. Ich brauche derzeit Geld. Ich spare derzeit sehr fleißig auf meinen Hühnerstall. Deswegen kann ich das bestimmt gut gebrauchen. Ja, hier haben wir nochmal 2 Grünkohl, sogar ein qualitativ sehr gute. Die sind leider noch nicht so weit, die Erdbeere, aber die sehen echt schon gut aus. Und da können wir diverse Tulpen noch rausholen. Ja, perfekt. Könnten natürlich auch richtig schöne Geschenke sein. Aber ich glaube, ich hebe einfach mal Annie für Pams Geburtstag auf. So, Roti. Und der Rest verkaufen wir. Roti-Tulpe hebe ich einfach für Pams Geburtstag auf. Moment, Quatsch. Ich glaube, die brauche ich sogar noch, die Gießkanne. Oder? Ja, genau. Natürlich brauche ich die noch. So, das ernten wir jetzt auch noch ab, die Tulpe. Genau, Hund. Und dann können wir hier noch machen. Ich den ja gern mitnehmen in die Mine, aber irgendwie habe ich Angst, dass der Hund da nicht wirklich hingehört. Aber so ein weiterer Kampfbegleiter wäre natürlich nicht schlecht. Bin hier sowieso mal echt gespannt, was der Hund uns dann so als Bonus bringt. Aber wie es aussieht, ist da auch noch nichts drin in unserer Zapfanlage. Gut, jetzt haben wir überall fleißig gegossen. Haben geerntet, was zu ernten war. Und, ne, da haben wir noch nichts drin. Allerhopp, na dann, in die Stadt. Und wenn es da nichts Neues für uns gibt, dann ab in die Mine. Joink.
Und hier nochmal raus. Jawollo. Dann kann wieder alles fort, außer... Ja, die 3 Sachen. Sehr gut. Moja hat dann Pam Geburtstag. Der werde ich dann einfach mal so Tulpe bringen, die ich selber gezogen habe. Bin mal gespannt, was sie dazu sagt. Also wenn sie es ablehnt, dann soll sie den Teufel holen. Ich hätte nämlich schon ganz gern das Geld dafür, weil wie gesagt, derzeit spare ich einfach von Hühnerstall. Jo, Shane, der ist auch ziemlich schwer zugänglich oder zuzukommen, finde ich. Ich hätte gerne Topaz unter meinem Kissen liegen. Bitte komm irgendwann heute mit vorbei. Mani. Ja komm, da wir ja sowieso jetzt in die Mine reingehen, könnte das gut sein. Hallo Hailey. Das Einzige, was ich in der Stadt mag, ist der Strand. Ah, bisschen zickig heute. Okay, ja komm. Wischt was. Wischt was. Wenn wir Hailey jetzt schon gesehen haben. Vermischt, danke dir. So, so wird es gemacht. Okay. Ui, ich habe sogar schon 3 Herzen mit ihr. Okay. Und? Ah, sie hat nichts mehr zur Sache. Okay. Na, dann sollte ich nochmal ganz dringend auch für Abigail ein Amethyst noch so. Topaz und Amethyst müsste ich mal gucken. Es könnte ja sein, dass wir hier jetzt bei der Mine Erwet wieder zufälligerweise was finden, ne? Von daher, ich halte einfach mal die Aare offen. Eventuell gibt es ja jetzt auch schon Eisenerz. Schauen wir mal. Und wenn ich auch ein bisschen Platz im Inventar habe, was ich eher nicht glaube, dann können wir noch ein bisschen Lachsbeere pflücken. Gut, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Wir probieren es jetzt mal aus im 21. Stockwerk. Eventuell findet man ja hier nicht nur Kupfererz, sondern auch Eisenerz und möglicherweise auch Topaz. Angeblich sollen die Geister heute ziemlich gut drauf sein. Ich bin froh, dass ich den Ring habe, um ganz ehrlich zu sein. Das ist echt schon nicht schlecht, dass man hier, dass man mit dem Ring noch so ein eigenes Leuchte hat. Das gefällt mir ganz gut soweit. Und ich glaube, überall bei den Mine-Levels, wo hier diese Pflanze außenrum sind, könnte es passieren, dass eben die ekelhafte Biester wieder angreifen. Okay, also, ach, im 22. Stock haben wir nach wie vor noch Kupfererz drin. Aber immerhin immer hier Stahlkurzschwert. Das ist doch schon mal wesentlich besser als so dappische Holzklinge. Und auch wesentlich besser als unser rostisches Schwert, was wir noch gehabt haben. Das fängt doch allmählich echt nicht schlecht an. Oder wird allmählich nicht schlecht, so rum. Könnte ja auch sein, dass man hier wieder auf gemischtes Saat. Oh, Eisenerz. Ja, cool. Endlich. Verschwendender Energie, Ackermann. So. Der Weg noch ohne haben wir jetzt auch frei. Aber Kupfererz ist natürlich auch immer willkommen. Und da in den Dinger könnte hin und wieder auch was Nettes sein. Deswegen lohnt es sich auch immer, die Teile aufzubrechen. Aber wir haben jetzt auch mal endlich ein Eisenerz gefunden. Ich hoffe hier hauptsächlich auf Cola, Eisenerz und Kupfererz. Und selbstverständlich auch auf den Topaz. Das wäre echt nicht schlecht. Ein Müsli-Riegel könnte man uns jetzt schon neu zwitschern. Und dann gehen wir mal ein bisschen weiter runter. Ja, ne, dass hier eventuell noch gemischtes Saat oder so auf uns wart? Nee, scheinbar nicht. Okay, weiter geht's. Immer tiefer rein in die Mine. Und eventuell gibt es ja dann hier wirklich Eisenerz-Vorkommen, die man abbauen können, so wie bei dem Kupfererz. Ach, da haben wir jetzt jede Menge Harz. Oh, oh, jetzt kommen die Biester. Grüner Neville und die ganze Viecher dazu, das ist nicht gut. Die müssen wir jetzt alle schnell platt machen, sonst haben wir ein ernsthaftes Problem. Aber wirklich ein ernsthaftes. Wir sind jetzt schon dabei, ein ernsthaftes Problem zu kassieren. Ah, Mistviecher. Ach, Gott sei Dank. Gut, das haben wir ja noch einigermaßen gut rumkriegt hier. Ohne allzu viel Schade abzustauben dabei. Okay, alter Falter. Das war jetzt aber nicht sehr angenehm, muss ich sagen. Definitiv nicht. Okay, komm, euch können wir auch noch platt machen. Ihr eklige Viecher. Oh, die haben sich verpuppt, wie es aussieht.
Und werden dann zu den Viecher hier. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir sogar ganz und gar nicht. Okay. So. Dann gucken wir noch weiter, ob wir den Weg noch unten finden. Ja, da haben wir ihn schon. Gut, in der 25. würde ich eigentlich schon ganz gern runter, wenn möglich. Und dann schauen wir mal, was wir da möglicherweise finden. Tja, Topaz. Topaz wäre nicht schlecht. Wenn es noch früh genug ist, dann würde ich nämlich nochmal in der 1. bis 5. Runde gehen, weil da haben wir ja hin und wieder mal Topaz gefunden. Also Kohle wäre nicht schlecht und Topaz wäre nicht verkehrt. Und Eisenerz selbstverständlich auch. Oh. So, oh. Alter Falter. Ah, da ist einer. Da ist ein Topaz. Okay, sorry. Da muss der Quatsch weg. Das ist nämlich genau das Zeug, was ich gesucht habe. Ja, Kohle muss eigentlich auch mit. Okay, sorry. Dann muss ich hier die Höhle Karott mir rein zwitschern. Damit ich die Kohle mitnehmen kann. Perfekt. Okay. Gut, also wir haben auf jeden Fall schon mal unser Tagesquest erfüllt. In der 25. sind wir auch noch runtergekommen. Ja, das ist doch optimal. Jetzt wäre es halt nur nicht schlecht, wenn ich mal Eisenerzadern finden würde. Das wäre nämlich echt etwas, was ich ziemlich cool fände. Der Untergang noch ohne... Der Zugang noch ohne Hämmer. Ach. Schon gefunden. Mehr gibt's hier wohl nicht. Oh, das Gebiet ist verseucht. Alter Falter. Na dann, nix wie weg mit der, ne? Uah, für Deibel. Vergrützt war für eine eklige Viecher. So, jetzt gucken wir mal, ob man die nicht niedermachen müssen, um hier weiterzukommen. Weil ich habe das Gefühl, dass wir diese Biester erledigen müssen. Dass wir erst so wieder weiterkommen und dass das Gebiet... Ja, man sieht ja auch, dass das Gebiet nicht gerade so schön aussieht. So. Dann müssen wir das wahrscheinlich hier erstmal wirklich reinigen von den Schleimer. Dann sehen wir ja, ob das auf Dauer erhalten bleibt, weil danach werde ich auf jeden Fall raus aus der Mine gehen. Es ist schon etwas arg spät. Ein Weg nach unten hat sich geöffnet. Alles klar. Tja. Okay, ein bisschen umgucken kann bestimmt ein Charter im nächsten Stockwerk. Machen wir das noch fix. Okay. Also komm. Ja. Ja. Es ist halt Kupfererz, ne? Bloß sage ich bestimmt nicht nee dazu. Deswegen, das wird noch schnell abgebaut. Aber dann wirklich nichts wie raus hier. Nachdem hier alles abgebaut wurde. Leider kein Eisenerz. Das war wahrscheinlich wirklich nur ein absoluter Glücksfall. Ich habe echt eigentlich schon gedacht, ja, jetzt sind wir so weit, dass hier, so wie das hier, dass es hier feste Eisenerzvorkommen gibt. Aber, tja. Das war wohl nix. Das war wohl echt nix. Na gut. Dann jetzt aber echt nix wie raus hier. Scheiße, jetzt macht uns das Spiel so einfach hier, dass wir noch ohne kommen. Und dass wir hier noch jede Menge Zeug abstauben können. Ja gut, dann aber wirklich im Schweinsgalopp jetzt. Wenn wir hier schon den Weg offen haben die ganze Zeit. Wahrscheinlich hier jetzt natürlich Nimi. Ja, das ist wieder so Höhle Karotte. Also komm, wenn ich jetzt noch irgendwie eine 30. runterkäme, wäre echt geil. Wäre richtig schnafter, wenn das noch ginge. Und da ist nichts mehr drin. Okay. Nee. Ich befürchte, in der 30. kommen wir nicht mehr so einfach runter. Nee, ich muss raus hier. Es wird auch viel zu spät sonst. Ich muss wirklich weg. Ganz dringend sogar, ja. Wenn die Viecher wieder kommen.
Sorry. Das war jetzt Stockwerk. Verdammt nochmal. Ich mag nochmal gucken, wo Mani überhaupt ist. Mannschaftszentrum. Pierre, Caroline und Abigail. Mani war die... Ja, genau, die war hier. Okay. Die liegt dann sowieso auf dem Weg zur Ranch. Warte mal. Mani wird zufrieden sein. Bringe Mani Topaz. Alles klar. Dann müssen wir ja sowieso dann zum Hof wieder zurück. Dann schauen wir mal, dass wir ihr morgen früh das Zeug abbringen. Ich mache jetzt nur noch mein Zeug in die Truhe und mache, dass ich heimkomme. Sonst wird es nämlich wirklich viel zu spät und ich kriege sowieso schon auf dem Zahnfleisch. Deswegen muss das jetzt alles noch etwas fix gehen, sodass die Verabschiedung auch relativ schnell kommt, ihr liebe Leid. Und dann auch wirklich, also sorry, ich habe wirklich gedacht, wir hätten schon 2 Tage rum, bis ich dann nochmal abmoderiert habe und dann, warte mal, ne, das kann nicht sein. Nur 19 oder 18 Minuten, das kann nicht sein. So, also dann würde ich jetzt schon mal sagen, wenn ihr wollt, sehen wir uns morgen wieder zu übermorgen wieder, sorry, sehen wir uns übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.